Ärzte, die in Chemie und Physik ausgebildet sind. Man kann sogar sagen, die Ärzte sind Chemieanalphabeten. Ja? Welche Ärzte wissen diese Zusammenhänge? Und deswegen habe ich über 20 Jahre das systematisch, wissenschaftlich, auch teilweise mit Hilfe der Arbeitsmedizin der Universität Hamburg erfasst, sodass ich eine ganz sachliche, wissenschaftliche Aussage habe. Und die habe ich in diesem Buch niedergeschrieben. Und habe es bewusst die Bombe, als die Bombe bezeichnet. Nun, 1996 kam das Buch heraus und dann wurde es 7 Jahre von der Industrie blockiert. Und wie blockiert? Also man konnte es nicht kaufen, war es nicht verlegt? Oder? Es ist so, das Buch, da kamen die ersten 3000 die ersten 5000 Bücher heraus und die waren in 6 Wochen verkauft und dann sollten die nächsten 50.000 kommen, da kam nichts mehr. Lag es jetzt an der Druckerei oder am Verlag? Oder? Es lag nur am Verlag, beziehungsweise es lag am Verlag natürlich. Es lag insbesondere auch daran, dass natürlich die Kosmetikindustrie wach geworden ist, nicht? Also, haben Sie den Verlag unter Druck gesetzt oder kann man... Nein, da macht man ein super Angebot mit 50 Millionen und dann ist der Verlag verkauft oder man hat das Buch verkauft oder sonst was. Das sind Geschäfte. Ab einer bestimmten Größenordnung geht es nur noch um Geschäft und Profit. Ja? Wir wissen ja, Pharmaindustrie ist eine der größten Wachstumsbranchen und etwas kann ja nicht ständig wachsen. Ne? Die Bäume wachsen ja auch nicht in den Himmel. Aber sie muss natürlich ständig Profit machen, mehr verdienen. Es muss ja immer nach oben gehen. Und das geht halt nicht, indem man immer die alten Sachen, die sich bewährt haben, verkauft, sondern es muss ständig was Neues, Teureres raus, damit das wachsen kann. Und das ist natürlich eine furchtbare Tragik. Nicht? Die Menschen wissen es nicht. Die Ärzte und die Heilpraktiker, die Heilkundigen wissen es auch nicht, weil sie einfach am Bedarf vorbeiarbeiten damit. Was haben wir dann noch an Kosmetika? Zum Beispiel in der Sonne, Sonnencreme. Man sagt ja immer Lichtschutzfaktor 25 Euro, was man heute braucht. Also ich habe man macht ja immer Angst vor der Sonne. Nein, im Gegenteil. Wir leben ja von der Sonne. Die Pflanzen leben von der Sonne. Ich habe 4,5 Jahre mit meiner Frau, die Heilpraktikerin ist, in Spanien ein Institut geleitet und wir haben dort das Olivenöl kennengelernt. Das Olivenöl hat den höchsten Faktor von Vitamin E, fantastisch gegen die Sonne. Aber dann gibt es die Verbrennungen, vor allem die Leute, die an der Costa Blanca, an der Küste sind, die Kurgäste und so weiter, die also fluorierte Zahnpasten benutzen. Das Fluor geht in die Haut herein, lagert sich ein und durch die photochemische Reaktion mit der Sonne gibt es dann diese furchtbaren Verbrennungen. Aha, das sind also wieder ganz andere Wirkungen, dass man überhaupt Probleme mit der Sonne hat. Wenn man sich gesund ernähren und hätte diese ganzen Gifte nicht, dann könnte man die Sonne auch besser aushalten. Oder? Also wenn Sie Vegetarier zum Beispiel wären, und vorausgesetzt, dass Sie keine fluorierten Zahnpasten benutzen und keine Nachtcremes und keine Deos benutzen oder Glutamat im Haarshampoo, das ja auch so eine Sauerei ist, oder Aspartam, diese ganzen Chemikalien rauslassen, dann können Sie in die Sonne gehen. Sie werden natürlich nicht, also der Spanier geht nicht mittags um 1 Uhr in die Sonne, der weiß das einfach. Es gibt eine bestimmte Gesetzmäßigkeit des Lebens in Spanien wie bei uns. Und er geht um 4 Uhr, 5 Uhr, kommt er raus und dann werden auch die Läden aufgemacht und geht dann in die Sonne und tankt Sonne. Wir leben von der Sonne, nicht? Also wir haben jetzt eine ganze Menge Chemikalien überall drin. Sie haben Aspartam genannt. Das ist ja im Grunde auch überall in Leitprodukten. Das heißt, wir wollen Cola ohne Zucker. Ja. Dann ist da Aspartam da wahrscheinlich Aspartam drin. Und wie wirkt das? Aspartam ist ja ein synthetischer Süßstoff. Und dieser Aspartam hat schlimme Auswirkungen auf die Neuronen, auf die Gehirnzellen, auf die gesamte Nervensteuerung. Also bei Aspartam gibt es Riesenkomplexe der Industrie. Es wurde ja 1965 in den USA entwickelt und dann über politische Instanzen wurde es zum Geschäft erhoben. Das Aspartam ist eine Katastrophe für jeden, der es benutzt im Prinzip. Wenn man aber im Internet schaut, wie viele Studien es gibt, die dafür sprechen, dann kann man nur sagen, diese Studien müssen getürkt sein. Wenn jemand etwas von Chemie versteht, der kann es nicht tolerieren. Nun kommt das Glutamat dazu, das genauso in etwa wirkt. Nicht? Geschmacksverstärker an ganz vielen Lebensmitteln auch drin. Und vor allem, es hat sehr viele Namen, das Glutamat. Es ist als Hefeextrakt, es ist in Brühen, es ist also von der E620 bis E625 wird es in verschiedenen Variationen angeboten. Ja? Die Leute glauben, das ist in Ordnung. In Wirklichkeit, es ist im Shampoo drin zum Beispiel. Ja? Es ist also, das Glutamat ist
Es entsteht aus, es wird hergestellt aus Gamma-Aminobuttersäure. In der Medizin wird es auch als GABA bezeichnet. Wir haben das auch im Gehirn, aber in der Überdosis zerstört es die Gehirnzellen. Das heißt also, alles zusammen, wenn wir also zum Beispiel Aluminium dazu nehmen. Wir wissen heute, dass Alzheimer durch Aluminium entsteht. Aluminium als Folie im Kaffee, als Folie zum Einpacken von Butterbrotpapier, beim Kuchenblech als Grundlage und so fort und so fort. Ja? Aluminium zum Einpacken der Bonbons, die meistens noch mit Glukosesirup gemacht sind und die Gefäße zerschlacken. Es geht eigentlich nur darum, ganz bestimmte Bereiche zu kennen. Ja? Das sind vielleicht 10 chemische Substanzen. Und wenn ich die aus dem täglichen Leben herausstreiche, dann habe ich die Chance, gesund zu werden, und zwar in kürzester Zeit. Auch bei schweren Erkrankungen, bei Rheuma. Haben Sie da eigene Erfahrungen mit oder Leute, wo Sie sagten, die haben durch Umstellung ihrer Ernährung und so weiter, haben Sie erstaunliche Heilungserfolge erzielt? Wissen Sie, das Schlimme ist, dass heutzutage immer auf die Ernährung abgehoben wird. Gut, wir haben natürlich da schwere Probleme, ja? Aber wir haben immer noch eine recht gute Ernährung. Aber die Ernährung kann nicht richtig durchgreifen und sie können nicht genügend Energie und Wärme bilden im Körper, wenn der Körper vorher mit Chemikalien eingedickt wurde. Und wenn Sie Putzmittel benutzen, zum Beispiel das Hara. Hara ist zum Beispiel Glycerin. Ein Tropfen Glycerin auf 5 Liter Wasser und Sie haben ein fantastisches Putzmittel, das sowohl Säuren wie Basen bindet, das den ganzen Dreck wegnimmt, die Fenster sauber macht. Ja. Da habe ich sogar eine Abmahnung damals von Rasche gekriegt und mit 10.000 D-Mark sollte ich Strafe bezahlen. Da habe ich eine Anzeige gemacht wegen Körperverletzung und da war die Sache erledigt. Aber da war auch wieder interessant, ab einer bestimmten Größenordnung gibt es keine Rechtsprechung in Deutschland. Nicht? Also, oder ich könnte Ihnen noch weitere Beispiele auch aus meinem persönlichen Bereich sagen. Das ist ja die Frage eben auch, wieso können Sie so knallharte Sachen sagen, wo ja doch eine Riesenindustrie oder mindestens 2, 3 Industriezweige dran interessiert werden, dass Sie sowas nicht sagen. Haben Sie da nicht Angst oder was passiert Ihnen da? Nein, ich habe... Wissen Sie, Angst ist das falsche Wort. Ich habe keine Angst. Aber man muss ja mit einer bestimmten Klugheit versuchen, diese Dinge herüberzubringen. Beziehungsweise man hat auch eine Verpflichtung. Ich habe in diesem Land gelernt und gelebt und es war wunderbar. Und ich habe viele Vorteile erfahren. Ich habe die Chemie studieren können, Physik, ich habe Medizin studieren können. Ich bin halt andere Wege gegangen. Ich bin seit 1,5 Jahren aus Deutschland herausgegangen, natürlich. Ich gehöre hier auch keiner Ärztekammer an, sonst könnte ich heute mit Ihnen hier nicht sitzen.